Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten. Hallo zusammen, willkommen bei der 6. Folge von Dino und Stego. Wir sind heute bei einer klinischen Sexologin und dazu gleich mehr. Wie sich herausstellt, der Podcast wird gelost und das freut uns heute. Es gibt immer wieder Rückmeldungen, direkte vor allem per WhatsApp oder so. So die längsten WhatsApps, die ich bekomme, sind in der Regel Feedbacks zum Podcast. Ja, ja. Ja, wir sind da gespannt, was uns noch herführt. Und jetzt, heute haben wir eben das Thema Sex und nächstes Mal auch noch auf eine gewisse Art. Da kannst du vielleicht noch mehr sagen dazu, Stego. Du hast ja die Gästin heute klar gemacht. Ja, genau. Die Veronika Schmidt, klinische Sexologin. Wir sind bei dir daheim in Schaffhausen. Merci vielmals, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ich habe mich mega gefreut, hierher zu kommen. Ich habe viel von dir gelesen. Du bist auch Buchautorin, du bist Blogautorin. Du hast 2 Bücher geschrieben. Die habe ich leider nicht gelesen, aber ich habe deinen Blog gelesen und deine Talks gelesen und ich habe das sehr spannend gefunden, weil ich habe das Gefühl, du hast den Mut gehabt, einen gewissen Paradigmenwechsel auch ein bisschen einzuleiten, vielleicht auch gerade in christlichen Kreisen, wo gewisse Ideen geherrscht haben, von Sexualität, wo du mit deiner Arbeit einfach mal zuerst mal einfach sehr froh und viel über Sex geredet hast und was du dann über Sex gesagt hast, hat dann auch zu viele Diskussionen geführt und wir freuen uns, können heute da sein bei dir und dich nochmal so persönlich ein bisschen auszuquetschen und, aber vielleicht zum Anfang, stell dich doch einfach selber noch schnell vor, wer bist du, was machst du und was begeistert dich? Also herzlich willkommen, freue mich, dass ihr da seid. Also ich bin nicht mehr so jung und darum habe ich natürlich schon einen rechten Werdegang hinter mir. Ich bin ursprünglich Sozialpädagogin, habe mit meinem Mann zusammen 13 Jahre lang eine sozialpädagogische Familie geführt. Das heisst, wir haben Pflegekinder aufgezogen, wir haben 4 eigene Kinder aufgezogen, die sind alle erwachsen. Und ich habe dann nach dieser Sozialpädagogenzeit habe ich eine Ausbildung gemacht als systemische Paar- und Familienberaterin. Ich bin aber schon jahrelang eigentlich in der Seelsorge, in einem prophetischen Gebet engagiert gewesen. Und aus dieser Ausbildung systemische Beraterin ist dann irgendwann wie so ein bisschen als logische Folge eigentlich die Sexualtherapie gekommen, weil es hat mich schon Jahre beschäftigt, dass das ein Thema ist, wo die Leute, vor allem auch Christen, wie so keine Anlaufstelle finden, wo man auf ihre Fragen anders eingeht als nur auf der Moralebene. Und das ist das, wo mich, wo ich denke, im Moment so ein bisschen meine Leidenschaft ist, wo ich denke, ich will eigentlich, du hast Paradigmenwechsel gesagt, ich glaube, der Paradigmenwechsel ist, dass wir überhaupt einmal anfangen zu reden über Sex. Okay, spannend. Also, mir gehört daraus raus, du bist schon Christin. Ja. Und du bist auch in so einem Umfeld aufgewachsen. Ja. Und du hast dich nachher auch angefangen, einfach interessieren für das Thema Sex, Sexualität. Genau, also ja, das stimmt. Ich vergesse das immer sagen. Es ist für mich so selbstverständlich, dass ich Christin bin, dass ich immer erst merke, wenn die Leute so anfangen zu zweifeln und zu fragen, gerade wegen dem Thema, bist du eigentlich Christ? Ja, ich bin Christ, ich bin so aufgewachsen. Ich kenne die christliche Landschaft und verschiedenste Gemeinderichtungen im Laufe der Jahre eigentlich aus dem FF. Ich weiss, wie man bist du rumgekommen? Ich bin ein bisschen rumgekommen, ja. Ja, jetzt, wir haben beide den Hossa-Talk gehört, wo du Gast bist. Und dann hast du gesagt, dass Menschen allgemein wenig über Sex wissen und vielleicht Christen noch mal ein bisschen weniger. Wo wäre es denn gut, mehr zu wissen? Wo wissen die Leute zu wenig? Also ich denke, wo alle Leute zu wenig wissen, ist so quasi, was läuft überhaupt ab in der Sexualität. Wir haben so eine Vorstellung, die ist
durch verschiedene Sachen prägt, eine relativ mechanische Vorstellung von Sex. Also mache ich die richtige Stellung, mache ich die richtige Technik, dann habe ich eine erfüllte Sexualität und einen guten Orgasmus. Und was eigentlich nicht gesagt wird, ist, dass es eigentlich sehr darauf ankommt, was kann ich überhaupt wahrnehmen mit meinem Körper. Und dann sind wir eigentlich nicht nur bei den Christen, aber auch bei den Christen, dass wir, wenn wir geprägt sind von Scham, dann erlaubt uns unser Körper eigentlich nicht, Sexualität zu geniessen. Und wir müssen über diese Sachen reden in der Sexualität. Also was passiert in einer Beziehung, was passiert mit mir selber, wie kann ich mein Empfinden in der Sexualität beeinflussen, dass es für mich schön wird. Und über diese Sachen hört man eigentlich überall zu wenig. Also du sagst, das Stichwort, das du jetzt gesagt hast, Scham, auch unter den Paaren selber, dass sie sich schämen voreinander gegenseitig. Ja. So. Also ich meine Scham nicht im Sinn von über das zu reden oder einfach die Hemmungen zu haben? Es hat schon mit Hemmungen zu tun. Die Scham ist aber wie etwas Grundsätzliches. Also was nie benannt wird, was man nicht aussprechen darf, das ist schambehaftet. Und dann haben wir die ganze moralische Geschichte, die die Kirche hat in Bezug auf Sexualität. Und das ist so ein bisschen das Beschämende, wo eine negative Scham bewirkt. Es gibt natürlich auch eine gute Scham. Von der rede ich jetzt nicht. Also was würdest du sagen, warum hat es dazu geführt, dass wir Christen das Thema Sex so irgendwie speziell so ein Tabu, vielleicht auch ein Tabuthema war oder irgendwie eher so ein bisschen moralisch behaftet ist? Du hast gesagt, sie sind etwa 30 Jahre zurück gegenüber anderen, was das Thema angeht. Also die 30 Jahre sind ja unterzwischen, je nachdem wie man so ein bisschen anschaut, sind es ja bald 50 Jahre. Also es hat einen Paradigmenwechsel gegeben ab den 68er Jahren. Und voraus ist natürlich Sexualität kulturell in der ganzen Gesellschaft negativ besetzt gewesen. Und es hat voraus immer noch wieder andere Zeiten gegeben. Also kommt es darauf an, wie viele 100 Jahre dass wir zurückgehen. Sexualität ist nicht immer nur negativ konnotiert gewesen. Aber ab den 68er Jahren mit der sexuellen Befreiung und mit der Befreiung von der Frau, dort haben die Christen wie Bremse hineingehängt. Gesagt, da können wir nicht mehr mitmachen. Und darum hinken wir diese Jahrzehnte hinein. Da hat es auch einen riesen Gap gegeben zwischen wo die Welt hingegangen ist und wo die Christen hingegangen sind oder eben verharrt sind, geblieben sind. Und der Gap hat sich natürlich schon wieder geschlossen, weil mit der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Sexualität und die Frau wieder enttabuisiert worden und irgendwann hat es dann die Gemeinde auch wieder eingeholt. Jetzt das, was du hast gesagt wegen der 68er und anderen Sachen. Viele Christen wird jetzt wahrscheinlich wundern, was erachtest du denn als einen Schritt vorwärts, der aus dieser Bewegung kommt? Ja. Was ist das Positive? Und du hast jetzt allgemein wie positiv darüber geredet. Gibt es positive und negative Sachen über die Bewegung? Natürlich. Es gibt immer beides, oder? Und ich meine, heute wissen wir auch, dass die 68er und die sexuelle Befreiung ja auch wieder Missbrauchgeschichten vorgebracht hat. Aber was man heute weiss, ist, dass die 68er, sagen wir mal jetzt auf dem soziologischen, psychologischen, medizinischen und eben auch Sexual, da hat man es vielleicht noch nicht Sexualtherapie genannt, man hat Sexualforschung genannt, hat man Studien gemacht, die wirklich bahnbrechend waren. Also was dann an Entwicklung passiert ist, den Menschen zu erforschen, das hat es vorher nicht gegeben. Und von dem haben alle profitiert. Letztendlich gäbe es ohne diese Forschungen
hätte es nie in den 80er Jahren eine Seelsorgebewegung gegeben. Also man hat ja auf diesen Erkenntnissen aufgebaut auch. Und das ist für mich die positive Entwicklung. Also die seelsorgerische und die wissenschaftliche Seite vor allem. Der Mensch anfangen zu erforschen, wie funktioniert er. Da sind wir immer noch dran. Aber zum Beispiel, was für die Sexualität sehr interessant ist, dass man heute weiss, dass der Körper ein Hirn, also dass der Mensch eine Körper-Hirn-Einheit ist, wo das eine ohne das andere nicht funktioniert. Und das ist sehr interessant für die Sexualität, weil man wie sagt, was im Kopf passiert, passiert im Körper, und was im Körper passiert, passiert umgekehrt im Kopf. Und wenn die Moral sagt, Sex ist schlecht, wird der Körper in eine Spannung gehen und Sexualität nicht zulassen als Genuss. Also das ist jetzt mal ganz ein einfaches Ding. Aber es ist mega spannend. Jetzt, vielleicht wäre es spannend, oder? Du redest ja auch in Kirchen, du machst Predigten. Und du hast jetzt vorher gesagt, du kennst die kirchliche Landschaft auch recht gut. Vielleicht auch besonders, wie sie über Sex denkt oder was Themen dominiert im Bereich Sex. Kannst du vielleicht schnell sagen, was begegnet dir immer wieder für Meinungen über Sex? Und was ist so ein bisschen, wie redest du dann schlussendlich, wenn du auf der Bühne bist, zu den Leuten? Was ist so ein bisschen deine Botschaft? Ich frage in den Workshop und manchmal auch im Gottesdienst frage ich die Leute, was haben die für Sätze im Kopf zu Sexualität? Weil das prägt ja uns. Also wie sind ihr aufgewachsen? Und das Markanteste ist eigentlich, dass ein grosser Teil sagt, wir haben eigentlich gar keine Sätze. Wir haben eigentlich gar keine Informationen bekommen. Also das eine bildet einmal die grosse Sprachlosigkeit ab. Und dann kommen all die Sachen, wo wir auch von außen natürlich dann so wahrgenommen werden. Also keine Selbstbefriedigung, kein Sex vor der Ehe, gegen Homosexualität und quasi also auch gegen Aufklärung in der Schule. Das ist so, die ganze Anti-Haltung. Das ist das, wo eigentlich sehr markant ist. Und was ich natürlich mache, wenn ich jetzt rede, dann versuche ich natürlich einen Gegenpol zu setzen. Also wie sagen, aus der Anti-Haltung raus, aus der Verbotskultur raus, was wäre dann wünschenswert? Was wäre die Alternative? Und so ein Kernsatz, den ich sicher auch immer bringe, ist, je mehr wir wissen über Sexualität, desto verantwortungsvoller können wir mit dem umgehen. Und das sagen zum Beispiel auch Studien. Also je mehr junge Menschen über Sexualität wissen, desto später haben sie den ersten Sex. Und so gesehen müsste ich eigentlich sagen, alle Gemeinden müssten eigentlich Interesse daran haben, möglichst viel Wissen zu Sexualität zu vermitteln. Und jetzt gesellschaftlich gesehen, findest du auch, dass wir Fortschritte machen, allgemein in diesem Bereich Sexualität, eben über die Aufklärung. Wir haben es jetzt von wissenschaftlicher Seite gehabt und so weiter, aber von der gesellschaftlichen allgemein, wie siehst du es dort? Ich sehe es eigentlich gleich. Ich sehe aber auch, wie Christen dann auf die Gesellschaft schauen. Oder? Sie haben quasi so ein bisschen die Tendenz zu denken, alle Auswüchse von Sexualität haben wir der Aufklärung zu verdanken. Und das stimmt so nicht. Das lässt sich nicht erheben. Also es ist eher umgekehrt. Je mehr tabuisiert ist, desto mehr sind extreme Auswüchse. Genau, das sieht man mit 68 gut. Oder? Genau. Als Gegenreaktion eigentlich, genau, oder? Genau. Ja. Und dann muss man auch noch sagen, was wir so quasi über Medien wahrnehmen, ist auch nicht Realität. Also nur weil plakativer Sex sehr sichtbar ist, heisst das noch lange nicht, dass die Leute das wirklich leben. Also es gibt Untersuchungen zum Beispiel, die sagen, der häufigste Sex findet immer noch in einer festen Paarbeziehung statt.
Also wenn wir jetzt denken, alle Leute sind auf Tinder und gehen da und dort ihre sexuellen Abenteuer holen, das mag Leute geben, die das so machen, aber es ist nicht die Mehrheit. Und darum haben wir auch oft ein bisschen ein verschobenes Bild. Dass die Leute das Gefühl haben, das ist jetzt Norm, oder? Ja, genau. Ich versuche noch mal ein bisschen auf das christliche Denken über Sex oder auch jetzt mal auf die Moral zu sprechen kommen. Du hast gesagt, wir reden sehr viel über das Verbot, über das, was man nicht darf, über das, was schlecht ist, über das, was Sünde ist. Wie gehst du mit dem um? Es sieht ja dann oft, wird mit der Bibel dann argumentiert, oder zum Beispiel gerade im Thema kein Sex vor der Ehe, sagt man, das können wir aus der Bibel irgendwie so ein bisschen rausspüren, dass das dort irgendwie nicht wünschenswert war, und darum ist es auch in der heutigen Zeit, 2000 Jahre später, so, dass Sex vor einer kirchlichen Trauung, dass das Sünde ist. Wie gehst du mit so... was sagst du zu dem? Ja, also ich meine, rausgespüren ist schon sehr progressiv, oder? Sie sagen ja nicht, man spürt das aus, wir sagen, es steht so in der Bibel. Und das stimmt so definitiv nicht. Ich habe das auch zuerst herausfinden, an was machen die Leute das wirklich fest, und sie machen es am Wort Unzucht fest. Also die Definition von Unzucht wie ganz praktisch ausgelegt. Man sagt, selbstverständlich ist da damit gemeint, Sex außerhalb der Ehe, egal ob jetzt eine Affäre oder ein Liebespaar, bevor es verheiratet ist. Selbstbefriedigung ist für viele Leute auch immer noch Unzucht. Also es ist eine Definitionsfrage. Und man unterschiebt mir immer, dass ich sage, dass ich propagiere, Sex vor der Ehe ist okay. Aber ich sage das so eigentlich nicht, sondern ich sage, das muss jedes Paar selber herausfinden. Ist das für sie okay oder nicht? Also es ist eine Frage von der Verantwortung übernehmen für die Paarbeziehung. Was ich aber auch sage, es ist vor allem die falsche Botschaft. Weil die Botschaft, die haben wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir jetzt wieder die 68er nehmen, eigentlich ist sie sogar ein bisschen später gekommen. Es ist eigentlich nicht so eine alte Erscheinung, oder? Die Purity-Bewegungen sind eigentlich nicht so wahnsinnig alt. Dass die Botschaft eigentlich nicht sollte sein, was man nicht darf, sondern die Botschaft sollte eigentlich sein, wie gehe ich sinnvoll mit einer Beziehung um. Und Untersuchungen zeigen schon, auch die Untersuchungen sind über 20 Jahre alt, dass Christen sich nicht abhalten lassen mit dieser Botschaft, kein Sex vor der Ehe, vom Sex haben. Also 75% haben laut Untersuchungen Sex vor der Ehe. Ja. Und da muss ich sagen, das ist doch einfach die falsche Botschaft. Also entweder die falsche Botschaft oder nicht effizient. Ja. Beides, ja. Ja. Oder beides, ja. Ja, und dann würde ich wieder sagen, offenbar brauchen die Leute etwas anderes. Pädagogisch gesehen, ich bin halt Sozialpädagogin, sagt man, ich sollte eigentlich nicht gegen den Fehler vorgehen, sondern ich sollte mir überlegen, was braucht der Mensch. Ich sollte etwas fürs Fehlende tun. Und im Fall von Sexualität würde ich sagen, wenn so viele Leute Sex vor der Ehe haben, obwohl die Botschaft ist, das ist Sünde und ein Fehler, dann müssen wir doch uns fragen, was fehlt denn den Leuten, die sie motivieren, um tatsächlich mit dem Sex länger zuwarten, als sie das tun. Weil die meisten haben zuerst mal, das haben wir sogar bei uns in der Gemeinde eine Untersuchung gemacht, zwischen 16 und 18 Jahren. Also das heisst recht früh. Wo es meistens wahrscheinlich nicht einmal darum geht, bleiben wir jetzt zusammen ewig oder nicht. Also, mehr experimentell wahrscheinlich, ja, so zufällig. Mehr experimentell zufällig. Und das müsste doch uns zu denken geben. Jetzt kommen zu dir vor allem auch Christen in die Beratung? Also ich habe etwa halb. Halb. Ja. Jetzt, wenn
Wenn die Christen fragen, vielleicht beschäftigen es die ja auch und die fragen die vielleicht nach deiner Meinung dazu. Ja. Soll ich nicht? Gibt es das so? Leider kommen sie in dem Zeitpunkt fast nicht. Also ich meine, wer geht schon mit knapp 20 in eine Beratung? Also die Leute kommen immer erst in die Beratung, wenn irgendwo schon ziemlich viel Feuer im Dach ist. Und es kann aber sein, dass Leute, sagen wir mal, schon ein bisschen ältere Leute, die jetzt in einer zweiten oder allenfalls vielleicht sogar schon in einer dritten Beziehung sind und dort quasi sich dann die Frage stellen, ja, gilt das für mich mit 40 eigentlich auch noch? Oder da sehen wir dann auch so ein bisschen, das Konzept nicht aufgeht, oder? Für 20-Jährige gilt es, aber für 40-Jährige nicht mehr. Was würdest du jetzt einem 25-Jährigen sagen, der sich sehr sorgt um das Thema und jetzt eine Freundin hat? Ja. Und er dich würde fragen oder sie? Da würde ich sagen, schau, es geht eigentlich nicht um Sex, sondern die Frage ist, wann im Rahmen von eurer Beziehung macht denn das überhaupt dann einmal Sinn? Sondern die Frage ist, lernt euch zuerst einmal richtig kennen. Wer ist die Person? Kann ich mit der gut reden? Können wir auf einem höheren Niveau kommunizieren miteinander? Habe ich das Gefühl, wir verstehen einander? Haben wir gemeinsame Interessen? Was teilen wir, wo wir sagen, mit dem Menschen könnte ich mir vorstellen, wirklich zusammenbleiben, weil mir ist es wohl in der Gegenwart von dem Menschen. Und was ganz wichtig ist, zum Beispiel sagen, mag ich mich, wie ich bin, in dieser Beziehung? Bin ich quasi die beste Version von mir selber in dieser Beziehung? Das ist so das Kriterium, ob unsere Beziehung gut tut oder nicht. Weil wir reagieren sofort, wenn es nicht stimmt. Also du findest, es ist wertvoll, bevor man es eingeht, sich die Gedanken mal zu machen. Und, genau. Ja. Und Sex, also würde ich meinen, der kommt dann, wenn wir das Gefühl haben, es passt wirklich alles, wir wollen den Rest, ich mache jetzt das ein bisschen in Anführungszeichen, von unserem Leben zusammen verbringen. Und wer mit dem Sex anfängt, und das ist leider heute oft der Fall, und das sehen wir natürlich auch in jedem Film heute, oder? Fangen Beziehungen mit dem Sex an und nachher fängt man an auseinander dividieren, passt das überhaupt oder passt das nicht? Das finde ich definitiv auch das Ross am Schwanz aufzäumt. Also finde ich überhaupt nicht sinnvoll. Jetzt Sex, so wie ich das ein bisschen gehört habe oder auch verstanden habe, haben in christlichen Kreisen sehr viel symbolische Bedeutung. Hingegen, wenn ich mit anderen Leuten rede und aus dem Kreis kommen, das ist denen völlig fern. Also zum Beispiel eins Fleisch werden, eine Einheit werden, man ist nicht mehr zwei Personen, man ist eine Person. Also das stimmt natürlich so nicht. Aber ja. Ich mache noch schnell fertig und nachher natürlich ist gut. Und nachher haben wir das Jungfernhütchen, also Blut fließt, der Bund wird geschlossen und ja, ich habe zu dieser Symbolik, ja, das ist ja dann oft so gewesen, hey, der Sex ist ja schlussendlich der Ehebeginn, weil dann wird der Bund geschlossen, das Blut fließt. Also ich finde, du merkst schon, da kommt ein bisschen mein Blut in Wallung, oder? Das ist schon ein bisschen Bückeli, ja. Ich habe kein Bückeli. Es ist einfach, das ist eigentlich der Kern vom Elend meiner Meinung nach. Dass das alles mythologisch dermassen aufgeladen ist, wo wir, ich finde, so in der Bibel nicht finden. Also nur schon, also die ganze Diskussion Jungfernhütli Bund, da habe ich schon ganz üble Diskussionen auf Facebook geführt. Das ist wirklich Legende, Mythologie, aufgeladen. Ich würde heute, weil ich das auch noch ein bisschen studiert habe, sogar behaupten, das hat man eigentlich bewusst gemacht, eben weil man hat etwas in der Hand haben, um Junge
von leichtsinnigem Sex abhalten. Aber könnt ihr nur schnell helfen mit dem Argument, oder was? Ja. Was sagen da die Leute? Genau. Was sagen sie also, so quasi angefangen beim Bund, wenn wir das in der Bibel schauen, da hat Gott zum Beispiel den Auftrag gegeben, das hat mit Blut zu tun, das hat mit Tierhälften zu tun, mit allem. Und Christen haben das alles zusammengemischt. Also zum Beispiel sagen sie, der Ehebund ist ein Bund mit Gott, das stimmt aber so nicht. Der Ehebund ist quasi ein Vertrag oder ein Bund zwischen Mann und Frau. Und klar, wir lassen den segnen von Gott, aber es gibt nie in der Bibel einen Hinweis, dass Gott Bundespartner von dem Bund wäre. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ganz viele Christen extreme Gewissenskonflikte haben, wenn es zu einer Scheidung kommt, weil sie glauben, sie täten den Bund mit Gott brechen. Jetzt das Wording, das ich gehört habe, ist ein bisschen anders. Da sagt man vor Gott. Genau, nicht mit Gott. Es gibt eben Leute, die dann das anders interpretieren, oder? Ja, es ist ein Bund vor Gott, bin ich einverstanden. Aber mit dem man das Blut und den Sex und das Hymen und den Bund und alles zusammenmischt, oder? Gibt es so eine toxische Mischung von einer wahnsinnigen Überhöhung und damit natürlich auch von einer wahnsinnigen Fallhöhe, wenn man dann Sex hat oder wenn man die Ehe scheidet. Und also der mit dem Hymen und dem Blut habe ich auch in einem Blogbeitrag geschrieben. Okay. Also das ist wirklich nicht haltbar. Also du willst den Sex auch ein bisschen entmythologisieren, sozusagen. Ja, also sagen, ja. Und das ist ja dann das, was ich dann oft auch, es gibt ja dann auch ganze, ich glaube, No-Shame-Bewegung, die irgendwie dann auch gesagt hat, hey, ich habe mein Leben lang verzichtet und das erste Mal in dieser Hochzeitsnacht und nachher kommt auch ein bisschen die Ernüchterung. Wie muss man jetzt weitergehen? So. Das erste Mal war scheiße und die darauffolgenden Mal auch. Scheiße, natürlich. Was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Also und ich glaube, das hat auch mit dieser Mythologisierung zu tun. Eben, statt dass man den Leuten Informationen geben, dass Sex etwas ist, was man lernen muss. So wie man alles lernen muss. Das erste Mal der Beginn von einem Lernweg ist und sicher nicht der Himmel auf Erde. Das gibt dann so eine Kopplung, oder? Dass viele Christen denken, wenn ich warte, habe ich den besten Sex vom Leben. Mhm. Und die jungen Pärchen, die kommen wirklich zu mir in die Beratung. Ein Satz, den sie bringen, ist, ich bin mega enttäuscht von Gott. So quasi die Erwartung. Ja. So quasi also Gott ich habe meine Teile erfüllt, jetzt hat er seinen Teil erfüllt. Und die Erwartung ist, dass jetzt der Sex von Anfang an super ist, oder? Und Sex muss man lernen. Der ist nicht super von Anfang an. Also, ich habe vor ein paar Jahren angefangen zu kraulen, weil ich unbedingt noch lernen Kraulschwimmen. Ja, also die ersten 10 Kurstage habe ich gemeint, ich vertrinke, oder? Also, es ist im Sex nicht anders. Wir können das nicht einfach. Dann kommt der junge Mann sofort, weil jetzt darf er ja endlich, oder? Geschweige denn, dass eine Frau könnte einen Orgasmus haben, wenn sie den nicht geübt hat. Und den übt man in der Selbstbefriedigung, genauso wie ein junger Mann seinen Orgasmus in der Selbstbefriedigung übt. Und wenn das alles tabuisierte Sachen sind, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Dass es allgemein in einem Bund ist, sobald man zusammen schläft. Also so quasi, wenn ihr Sex habt, sind ihr verheiratet. Der Mann verlässt sein Haus. Dann seid ihr für immer seelenbunden miteinander, quasi so. Ja. Was sagst du zu dem? Auch das ist... Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ich will die Sexualität auf keinen Fall bagatellisieren. Ich will auch nicht bagatellisieren, was das für Menschen bedeutet, Sex zu haben. Aber ich will dann auch ein bisschen pragmatisieren, den Sex. Also Sex ist Sex. Und jetzt bin ich nicht einfach, wenn ich mit jemandem Sex hatte, im biblischen Sinn verheiratet.
Und es ist fatal, und das treffe ich leider heute immer noch an, dass Leute denken, sie müssen jetzt heiraten, weil sie Sex haben, obwohl sie merken, dass es nicht passt. Und ich glaube, es könnte ja auch, also ich schaue das so an, gerade weil die Bibel mit dem Wort «erkennen» so viel mehr meint als nur Sex, wäre das ja eigentlich der Schlüssel dafür, um zu sagen, gut, ja, vielleicht hätte ich jetzt nicht Sex haben sollen, vielleicht bedauere ich es aber auch nicht, sagen mir auch einige Leute, also ich bereue es eigentlich nicht. Aber daraus jetzt gerade eine Ehe ableiten oder... Also sie sagen meistens nicht Ehe, sondern dass man jetzt halt einfach irgendwie auf eine magische Art miteinander verbunden ist für den Rest des Lebens. Genau. Und da würde ich sagen, da braucht es jetzt schon noch ein bisschen mehr als Sex. Die Macht, finde ich, sollten wir dem Sex nicht geben. Ja, oder was ich lustig finde, ich habe manchmal das Gefühl, auf emotionaler Ebene kann so eine Verbindung auch sehr stark sein. Aber über die reden wir nie, sondern wir reden oft über die körperliche Ebene. Aber emotional habe ich, also aus meinem eigenen Leben auch müssen sagen, da habe ich auch schon ein paar Mal emotionalen Sex gehabt, wo mich also auch mein Leben noch beschäftigt hat, wo ich manchmal denke, da wäre vielleicht, sage jetzt mal, einfach einmaliges pragmatisches Sex haben einfacher gewesen zum Abarbeiten, wie so eine starke emotionale Verbundenheit. Also gut, das kann man jetzt dafür und dagegen natürlich benutzen, oder? Kann man sagen, ja genau darum sollst du keinen Sex haben, weil quasi dann vielleicht das mit den Emotionen noch schwieriger wird, oder? Aber ich glaube, wir verstehen in dem Sinn auch, oder wir müssen verstehen, dass wir den Sex in dieser Lebenswelt, wo wir heute leben, müssen irgendwo können einordnen. Ich meine, im biblischen Kontext, da hat man quasi als Teenager geheiratet. Da ist es nie um Sex gegangen. Sex ist quasi... Es ist auch nicht darum gegangen, ich heirate jetzt, damit ich Sex haben kann, oder? Was heute noch jemand könnte dazu verleiten. Das ist so eine neue Erscheinung. Genau. Sondern das sind wirtschaftliche Verbindungen gewesen. Es ist darum gegangen, vor allem Frauen versorgen. Und auch Frieden zu schließen zwischen einzelnen Stämmen und so. Genau. Familien verbinden, Nachkommen zu haben, Arbeitskräfte zu haben. Da hat es total andere Bedeutungen gehabt. Und der Sex hat niemals die Bedeutung gehabt, wie das heute ist. Und dann haben wir all die Geschichten, die wir aber dann sehen. Und Sex hat trotzdem eine Bedeutung gehabt. Also ich meine, der David hat die Frauen nicht nur gehabt, um sie wirtschaftlich zu versorgen. Aber schon auch. Also er hat aus verschiedenen Gründen die Frauen gesammelt, oder? Und da haben wir Geschichten, wo irgendwie, wo Tamar, dass sie als Prostituierte können an den Wegrand stehen, oder? Das braucht ja Männer, die Prostituierte aufsuchen. Sonst funktionierte das gar nicht. Also Sex hat eine Rolle gespielt, aber auch eher eine Nebenrolle. Es ist um ganz andere Sachen gegangen. Also das ist ja oft, also das ist das, was ich höre von Leuten, die, sage jetzt mal, also ich versuche jetzt das schnell zusammenzufassen, das, was ich von dir auch gehört habe, oder ist so ein bisschen auch, du sagst, hey, in der heutigen Zeit ist es wichtig, den Menschen auch eine Verantwortung zu geben. Eine Verantwortung im Sinne von sich, nicht einfach einen Regelkatalog, sondern eine Verantwortung im Sinne von informier dich, schau mal, wo das du drin lebst, was da gerade abgeht und versuch vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja das, was dann oft eben passiert, wenn man dann aus der Bibel versucht, die Maßstäbe zu gehen, dass es einfach eine ganz andere Zeit war, mit anderen Maßstäben. Eben zum Beispiel haben Menschen viel früher noch geheiratet, sie sind oft noch verheiratet worden. Ja, nicht nur oft, eigentlich praktisch immer. Ja. Und wo würdest du sagen, wo sind jetzt die grössten Veränderungen jetzt, oder wo hast du manchmal das Gefühl, müssen wir die Bibel sehr stark kontextualisieren, jetzt auch gerade in unserer heutigen Zeit, dass wir nicht in so eine, sage jetzt mal, Falle tappen, dass wir Zeiten versuchen gleich zu schalten, die gar nicht gleich sind? Also der Hauptpunkt ist tatsächlich, dass wir heute extrem selbstbestimmt leben. Das ist
zur Zeit von meinen Eltern oder meinen Grosseltern auch noch nicht schon so gewesen. Aber wir können ja das Rad nicht zurückdrüllen. Also das Heiratsalter ist zum Beispiel auch wieder extrem nach hinten gegangen, was früher eigentlich nur immer dann passiert ist, wenn es den Leuten wirtschaftlich schlecht gegangen ist. Also dann, es gibt auch Zeiten im Mittelalter und dazwischen, wo man gar nicht können heiraten, wenn man nicht genug Geld hatte. Und dann haben die Armen einfach zusammengelebt. Und heute ist das wirklich umgekehrt. Also das spät heiraten und das Zusammenleben ist eigentlich wohlstandsbedingt. Und also wir haben total andere Voraussetzungen. Und ich glaube, wir müssen, da kommt das Frauenbild auch noch dazu, oder? Dass heute muss man keine Frau mehr versorgen. Frauen können sich selber versorgen. Und da haben wir einfach ganz, ganz, ganz andere Voraussetzungen. Und darum sage ich, eigentlich müssen wir auf der Verantwortungsebene kommen. Weil ich finde jetzt zum Beispiel aus lauter Trotz Sex haben, weil die Gemeinde mir sagt, du darfst nicht, finde ich jetzt total verantwortungslos. Also wir haben mit Verbotskultur haben wir eigentlich eine Kultur, die es möglich macht, dass die Menschen ihre Verantwortung abgeben als System. Das finde ich absolut nicht wünschenswert. Und der Mensch muss wie wissen, was bedeutet Sex haben, was bedeutet, es hat immer noch mit Fortpflanzung zu tun. Also bin ich in der Lage, Verantwortung für einen anderen Menschen, wie wir miteinander umgehen, übernehmen? Bin ich bereit, Verantwortung übernehmen für Leben, das aus dieser Beziehung entstehen? Bin ich in der Verantwortung in Bezug auf ein wirtschaftliches Überleben? Da ging es um so viele Sachen, wo wir mit Verbot die Verantwortung eigentlich den Leuten wegnehmen. Und dann machen sie irgendwelches Zeug. Ja. Ich habe zwei Fragen, aber eins gerade noch an das angeknüpft, was du jetzt hast gesagt. Kritik von mir allgemein. Ich glaube, du hast es mir auch so erzählt, Stego. Wenn es in den Gemeinden oder sei das in der Sonntagsschule oder Jungschar oder was es so da alles gibt, hat es geheißen, in einem Samstag, in einer Woche oder so reden wir über Sex. Dann ist nie richtig über Sex geredet worden, sondern nur, wenn es lieber nicht zu machen. Und wieso dass es so wertvoll ist, auf das zu warten und so weiter. Und eben, das, was du hast gesagt, dann hat man den besten Sex in der Ehe quasi. Ich habe, glaube ich, einmal oder zweimal hat es so ein Thema gegeben, so einen Themenabend, wo ich wirklich etwas gelernt habe. Aber das ist so selten gewesen. Und ich frage mich wirklich, das beobachtest du ja wahrscheinlich auch, was können da die Gemeinden ändern? Weil von mir aus gesehen müssen wir da schon mal etwas ändern, weil Wissen weitergeben, bilden, tun sie meistens. Also das ist im Grunde genommen echt der Auslöser gewesen. Ich habe diese Ausbildung nicht gemacht, um in den Gemeinden herumzudingeln. Ich habe die Ausbildung gemacht, weil ich Handwerkszeug für die Beratung wollte. Und in dieser Zeit, als ich im ersten Durchgang von meiner Ausbildung war, bin ich in unserer Gemeinde immer wieder konfrontiert damit, so alle 2-3 Jahre macht man eine Beziehungsserie und man hat so sich brüstet mit «Wir sind eine Gemeinde, die redet über Sex». Und dann bin ich zum Gemeindeleiter gegangen und habe gesagt, «Schau, ihr redet nicht über Sex, ihr redet über keinen Sex von der Ehe und das ist nicht das Gleiche.» Und dann ist er darauf aufgekumpelt und gesagt, also gut, komm, wir sitzen zusammen und entwerfen einmal eine Sexserie, wie du dir sie würdest vorstellen. Und dann haben wir 6 Sündig gemacht, haben 4 Schulungsübungen gemacht, eine für Männer, eine für Frauen, eine dann für verheiratete Paare und für unverheiratete Pärchen. Und haben wirklich Wissen vermittelt. Und aus dem heraus ist eigentlich das erste Buch entstanden, weil er gesagt hat,
du musst daraus ein Buch machen. Jetzt haben wir so viel Arbeit reingesteckt. Also eigentlich habe ich das nicht gesucht, aber das ist genau der Grund gewesen, warum jetzt die Bücher da sind. Warum ich jetzt die Vorträge halte in der Gemeinde. Weil es tatsächlich um Wissensvermittlung geht und nicht um Moral. Kannst du mal sagen, 2 Bücher hast du bisher geschrieben, Ja. oder darüber, wie die heissen? Also das erste ist Liebeslust und so ein bisschen jetzt, wo das zweite da ist, könnte ich sagen, Liebeslust ist so wie ein Aufklärungsbuch für Erwachsene. Egal, ob verheiratet oder Single. Und zwar in Kontext gestellt von der Bibel, vor allem vom Hohelied. Und zeigt eigentlich wie so mal auf, wie positiv dass Gott über Sex denkt. Und dass das etwas ist, was untrennbar mit unserem Menschsein verbunden ist, egal in welchem Alter, egal was für ein Geschlecht wir haben, egal was für einen Zivilstand wir haben. Also, wir sind von Geburt an bis zum Tod sexuelle Wesen. Und was bedeutet das für uns? Und was bedeutet das für eine Paarbeziehung, wenn wir Sex negativ konnotieren? Und wie können wir den positiv erleben und auch entwickeln? Das ist so das erste Buch. Und das zweite Buch ist so, das heisst Alltagslust. Da geht es wirklich um Paarbeziehung. Um all die Konflikte, wo ich meine, kein Single stellt sich vor, wie schnell das Paar keinen Sex mehr haben. Aus x Gründen. Konflikte sind nur einen, oder? Unlust. Ich beschreibe die Unlust bzw. wie funktioniert eigentlich Lust. Und es hat ein grosses Mannenkapitel drin, weil die Männer im ersten Buch ein bisschen zu kurz kommen, weil ich sage, der Schlüssel für guten Paarsex ist die Frau. Und wenn die Frau ihren Körper nicht kennt, ist in der Regel der Paarsex nicht wahnsinnig erotisch, lustvoll. Und dann habe ich ganz, ganz viele Tipps und Anleitungen, wie kommt man zu einem besseren Sexleben. Jetzt machst du sogar noch Videos, habe ich gesehen, gell? Ja. Mit oder ist es Radio Live Channel. Radio Live Channel, ja. Aber sie haben die gloriose Idee gehabt, dass wir es nicht nur fürs Radio machen, sondern noch filmen. Und die werden zwar nicht im Fernsehen ausgeschaltet, aber gerade auf YouTube gestellt. Ja, also, es hat so geheißen, was ist es? Video-Sex Tipp. Dann habe ich aber draufgeklickt und dann ist einfach ein Audio gekommen. Ja, genau. Aber das ist die Serie, ja. Ja, aber das kommt noch. Also jetzt ist leider erst eins auf YouTube gestellt, habe ich festgestellt. Ja, aber da kommt noch mehr. Aber also wir haben schon, ich will mal meine 30 Folgen aufgenommen. Die werden jetzt... Wow, krass. Die kommen also jetzt da kommen raus. Sachen. Da kommen Sachen. Geht mal vorbei, hören und schauen. So, wenn ich dich so gehört habe, mit der Zeit, die wir jetzt schon mit dir verbracht haben, habe ich so wie das Gefühl, du bist ja eigentlich schon, also ich habe nicht gewusst, was deine Haltung einzeln ist. Ich habe schon gehört aus dem Podcast jetzt raus ein bisschen, aber ich finde dich schon recht konservativ eigentlich. Also es könnte, ich meine, viel mehr in die eine oder andere Richtung gehen. Jetzt würde mich aber wundern, was ist denn, wirst du ab und zu eben, kritisiert, kommen Leute auf dich zu und sagen, das geht nicht, was du da machst. Und wenn es so ist, mit welchen Punkten haben sie denn besonders Probleme? Also sie kommen. Niemals so viel wie positive kommen. Ich kann stapelweise, also Mails tut man da nicht mehr stapeln, aber wirklich dankbare Zuschriften von Leuten, begeisterte Zuschriften von Leuten. Der Gegenwind ist viel, viel kleiner. Aber es geht eigentlich schon um quasi, ich habe über das auch einen Blog geschrieben, wenn man den Hauptvorwurf zusammenfassen könnte man sagen, ich heble grundlegende Ordnungen von Gott aus. Das ist so der Hauptvorwurf. Also ich breche quasi das Tabu von dass Sex in die Ehe gehört. Ich breche auch natürlich das Tabu,
und da kommen all die Themen, oder, wo ich am Anfang gesagt habe. Eben dann ist die Selbstbefriedigung. Niemand würde heute mehr behaupten, Selbstbefriedigung ist Sünde. Aber ich würde jetzt mal auch extrem ausdrücken. Und trotzdem würde niemand sagen, Selbstbefriedigung ist sinnvoll. Und allein, dass ich das schon mache, gibt schon ziemlich viel Gegenwind. Und natürlich, und dass ich nicht sage, Sex vor der Ehe ist Sünde, ist natürlich auch schon die Angriffsfläche, oder? Da hast du es überschritten. So Genau, da habe ich es überschritten. Und natürlich, und dann kommen, also das ist jetzt ein Nebenthema, die Homosexualität ist ja dann das dritte schlimme die dritte Thema. heilige Kuh. Die dritte heilige Kuh. Und da sage ich jetzt zum Beispiel, also über Homosexualität müsste man viel, viel mehr natürlich noch reden, von was reden wir jetzt, aber was ich dazu eigentlich sagen ist, das Problem ist doch, dass wir Christen über ein Sexthema reden, wo jetzt je nach Zahlen irgendwo zwischen 6 und wenn man das ganze LGBT-Thema dazu nimmt, vielleicht höchstens 10% der Leute betrifft. Und dass man aber dort eine riesige Blase daraus macht, oder? Und dass man aber immer noch nicht darüber redet, wie sollen die 90% anderen Leute sinnvoll ihre Sexualität leben. Und das ist mein Hauptvorwurf. Gebt doch den Leuten mal etwas in die Hand für ihr Sexleben, für die meisten Leute, die eben nicht homosexuell sind. Ja, jetzt wäre es doch cool, wenn wir es noch ein bisschen konkret machen könnten. also es war schon sehr konkret gewesen, aber ich überlege mir jetzt, wenn Leute zuhören, weißt, wir haben jetzt eine super Beraterin da und denke so, ja, vielleicht haben die ein oder andere Fragen im Sinne von, ja, okay, was gibt es denn für Fragestellungen für meine Beziehung? Oder was kann ich beitragen, um in eine gesunde, gute, lustvolle Sexualität hineinzuwachsen. Es ist jetzt natürlich schwierig, wir können jetzt nicht Single, all das unterscheiden, aber vielleicht hast du so Tipps oder so? Wir müssen keine Single unterscheiden, weil es fängt eigentlich beim Single-Sein an, es fängt beim Kindsein an. Es fängt an dort, dass ich meinen Körper entdecken darf und zum Beispiel nicht dort schon abgehalten werden davon. Also Kinder sollten nicht abgehalten werden davon, sich selber zu berühren. Mädchen werden mehr davon abgehalten als Buben. Bei den Buben sage ich einmal, die kommen auf die Welt, haben den Penis in der Hand, sterben. Und das gibt ihnen einen sinnvollen Zugang zum Körper. Was nicht sinnvoll ist, ist, dass sie nachher auch, sagen wir mal, aus der Scham und weil man es nicht darf, quasi sich schnell einen runterrubbelt, damit sie auch nicht entdeckt werden. Also, sondern auch da gäbe es sinnvoll etwas zu lernen in der Selbstbefriedigung. Mädchen die kommen auf die Welt und wenn sie sich nicht anfangen, aus eigener Neugier an ihrem Sexualorgan ein bisschen ausprobieren oder so, dann gibt es Frauen, die heiraten und haben keine Ahnung, wie ihre Sexualität funktioniert. Dass sie wissen vielleicht, es gibt eine Klitoris, aber sie wissen irgendwie gar nicht, wie die funktioniert. Sie wissen nicht, dass Klitoris ein Penis ist, dass die muss erregt werden wie der Penis auch, dass es lustvoll ist zum Sex haben und viel empfinden. Die meisten Frauen können nicht unterscheiden zwischen für sie gibt es nur eine Vagina. Viele Frauen kennen den äußeren Teil von ihrem Geschlechtsorgan nicht unter einem Namen. Also, dass das die Vulva ist, dass die eine andere Funktion hat vielleicht als die Vagina und wie das alles zusammen funktioniert. Und was auch muss, wie gesagt sein, dass für Kinder hat sich an ihrem Geschlechtsorgan ausprobieren, hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Es kommt erst der sexuelle Komponenten über, wenn die Hormone dazukommen in der Pubertät. Man sagt,
Was hat gar nichts mit Sexualität zu tun? Ja, also sie tun das nicht sexuell konnotieren. Ein Kind, wo sich quasi selber befriedigt, das hat nicht eine sexuelle Komponente. Aber für das braucht es ja auch schon ein bisschen Hormone, oder nicht? Nein, Das Lustige ist ja, das ist ein Erregungsreflex, den ich aktivieren kann. Und dann merkt das Kind einfach, das fühlt sich schön an. Aber das Kind irgendwie an Sex denkt, das kennt es gar nicht. Es geht gar nicht um Sex. Okay, also mit 10, 11 Jahren habe ich das schon gewusst. Also ist mir alles klar. Ich rede jetzt nicht von, ich habe jetzt eher vom 3-, 4-Jährigen geredet. Es gibt auch Kleinkinder, die das machen. Okay, mit 3, 4? Ja, mit 9. Ja. Dann auch irgendwann dann mal. Ja, kommt auch dazu, ein Neugierverhalten. Okay, ja, das kenne ich schon als etwas anderes. Ja. Genau. 9, 10, 11, das ist Vorpubertät. Ja, da fangen die Hormone an zu spielen. Also jetzt zum Zusammenfassen, Körper entdecken, zulassen, Sensibilität entwickeln, seine eigene Sexualität kennenlernen, das Geschlechtsteil kennenlernen. Und nachher, wenn es jetzt in eine Beziehung geht, oder wenn es, was gibst du da für Tipps oder für Tricks? Also ich würde sagen, dass zum Beispiel seinen Körper selber gut kennen, wissen, wie empfindet er Erregung, wie kann er Erregung steigern, wie kann er Erregung entladen. Das könnt ihr jetzt als junge Männer vielleicht nicht vorstellen, dass das nicht ein Automatismus ist bei den Frauen. Aber es ist keinen, oder? Und auch ihr habt das gelernt, sonst würdet ihr das nicht können. Es gibt fast keinen Mann, der nicht irgendwann in seinem Leben Selbstbefriedigung macht. Das gehört zum Lernprozess dazu. Und ich will mal behaupten, wer so mit sich kann, eine gute Sexualität entwickeln, der muss eben nicht unbedingt jetzt Sex haben, sobald er kann. Oder viele junge Frauen haben eigentlich nicht Sex, weil sie Sex interessiert. Im Gegenteil. Sie haben Sex, weil sie den Partner an sich binden wollen, weil sie angenommen sein, weil sie Bestätigung bekommen. Sie würden eigentlich lieber Zärtlichkeit haben als Sex. Was ich aber Paar schon ans Herz legen ist, man muss trotzdem irgendwo herausfinden, haben wir eine sexuelle Anziehung? Zieht der andere mich körperlich auch an? Und darum ist es ein völliger Blödsinn, so, die ist jetzt, glaube ich, zum Glück ja auch vorbei, so die Bewegung ungeküsst und doch kein Frosch. Also, dass man sich erst vor dem Traualtar das erste Mal küsst, also das kann eine totale Katastrophe geben. Weil die Paare, die sagen, ja, uns fällt das mega einfach zum Warten, denen würde ich sagen, ihr solltet, glaube ich, noch ein bisschen herausfinden, ob ihr euch einander wirklich begehrt. Weil, wenn es so einfach fällt, haben die vielleicht keine sexuelle Anziehung. Und dann wird Sex in der Ehe extrem schwierig. Also, es gibt schon eine Ebene von eben die eigene Sexualität entwickeln, dann auch herausfinden, zieht mich der andere auch körperlich an. Und dann würde ich sagen, und dann ist es eine Frage von der Entscheidung, wie weit wollen wir als Paar gehen. Und ich meine, wir reden jetzt immer vom Warten und kein Sex haben von der Ehe. Aber mal ganz ehrlich, heute definieren junge Leute Warten so, wo ich muss sagen, ja gut. Also das ist jetzt definitiv nicht gewartet. Also das Wartenfähnchen, das müsst ihr jetzt einfach einziehen. Grenzen ausloten und so. Ja, also, und ich definiere, sich gegenseitig zum Orgasmus bringen, ist Sex. Punkt. Ja, dann hast du natürlich auch gerade alle im Boot, sozusagen, oder? Ja, dann kannst du auch nicht mehr die... Also dann habe ich auch alle empörten Christen im Boot, die sagen, ja, also wenn du das so streng ausleihst, dann haben wir ja alle nicht gewartet. Genau. Ich muss sagen, ja gut. Dann sind wir ja alle im Boot. Du hast gesagt, dass es nicht mehr so als Sünde wird angeschaut, aber jetzt da, wo ich aufgewachsen bin, ist das voll auch ein nicht sehr wichtiges Thema gewesen, aber wenn darüber ist geredet wurde, über Selbstbefriedigung, dann ist es klar als Sünde deklariert worden. Ich weiss noch, wir haben sogar so einen Fragebogen ausgefüllt. Habe ich schon einmal, habe ich mehrere Mal, das tue ich regelmässig und nachher haben sie das ausgewertet und nachher sind wir alle wieder zusammengehockt und haben darüber besprochen, wie fest dass wir doch unser Leben ändern müssen.
Also wirklich, bei mir war vielleicht ein bisschen extrem gewesen, dort durch. Aber was denkst du dir, was ist das grosse Problem mit der Selbstbefriedigung, die Christen gleich noch haben? Also ich wollte damit eigentlich nicht sagen, es hat niemand mehr ein Problem damit. Ich wollte sagen, heute getraut sich niemand mehr so einfach herstehen und sagen, Selbstbefriedigung ist Sünde. Das heisst noch lange nicht, dass wir nicht doch so umgehen, als wäre es Sünde. Also, was wir sagen und wie wir dann handeln, das sind dann schon einmal zwei Paar Schuhe. Und ja, ich will mal sagen, Selbstbefriedigung ist nach wie vor das obergrosse Tabu. Ja, es ist so. An was liegt es? Also, ich würde mal sagen, es liegt daran, dass wir mit der ganzen Information... Ja, sag. Ich habe mal ein Poetry Slam gehört, wo jemand erklärt hat, dass du mit Selbstbefriedigung jedes von den 10 Geboten brichst. Der ist also übel. Wir können das sonst auch noch als Link verlinken, dass wir das mal noch ziehen. Ja, aber ich meine, das ist die Mythologisierung auf die andere Seite. Auch da wird etwas drauf beamt, wo einfach nicht stichhaltig ist. Nie nicht. Ich meine, die Bibel sagt nicht ein Wort zur Selbstbefriedigung. Wieso projiziert irgendjemand die 10 Gebote auf Selbstbefriedigung? Das hat weder Hände noch Füße. Also, ich glaube, es hat damit zu tun, Selbstbefriedigung steht eigentlich dafür, ja, dass wir Menschen sind sexuelle Wesen. Also, eigentlich drückt uns Gott da die Sexualität dermassen aufs Auge. Weil die rührt sich jedem Mann in der Pubertät einfach nach, ob er will oder nicht. Also das eine ist die Selbstbefriedigung, das andere ist die Erektionsfähigkeit. Also ich meine, wenn man das Gefühl hat, man könne den Penis in der Pubertät kontrollieren, das stimmt schlicht und einfach nicht. Und bei den Frauen ist dann das ein anderes Thema, da geht es ein bisschen einfacher. Aber die Selbstbefriedigung sagt uns eigentlich, wir haben eine Sexualität. Jetzt reden wir aber grundsätzlich nicht über Sex. Also ist die Selbstbefriedigung eigentlich die Herausforderung, die wir nicht meistern können, weil wir müssten uns ja grundsätzlich mit Sex auseinandersetzen. Und weil wir das nicht machen, tut die Selbstbefriedigung uns immer wieder triggern, oder? Also der Sex lässt sich eben doch nicht einfach unterdrücken. Und ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, warum das so ein Ding ist, oder? Gott sagt uns eigentlich, ihr habt eine Sexualität und das seht ihr an der Selbstbefriedigung, am Körper, der eigentlich selber reagiert, oder? Und wir sagen, Sex muss eliminiert werden, also müssen wir ja über die Selbstbefriedigung das eliminieren. Und da hat es ganze Bewegungen geschichtlich weit zurück. Also da gibt es so Bücher, Onania und weiss ich was. Also da gibt es Leute, die sich eine goldige Nase verdient haben, Millionen Auflagen. Wenn man das heute so hochrechnet, pro Buch verdienst du etwa €1 heute, oder? Wenn überhaupt. Dann musst du sagen, boah, leck mir, was ist das für Geld gewesen, das der dort mal verdient hat mit seiner Anti-Masturbationskampagne. Ja. Mega spannend. Es gibt noch mega viel zu graben und zu bohren. Pornografie haben wir noch. Pornografie habe ich vorher studiert. Ich habe Fragen, aber ich dachte, vielleicht können wir das im nächsten Podcast... Ich will nur etwas sagen dazu. Wer will von Pornografie wegkommen, das ist nämlich der Kopforgasmus. Über Bilder, über das Auge. Der muss anfangen, sinnvoll Selbstbefriedigung machen, ohne die Bilder. Und dann wieder wegkommen davon und sonst nicht. Tipps sind ja eigentlich sehr schön zum Abschließen. Jetzt hast du doch nochmal einen abschliessenden Tipp gegeben. Ja, ich würde vielleicht sogar noch, ich fände es wirklich noch cool, weißt du, vielleicht gleich noch zum Schluss, vielleicht kannst du das schnell beantworten, ich weiss es nicht. Aber es geht ja dann oft darum, okay, jetzt können wir nicht mehr über kein Sex vor der Ehe reden, jetzt können wir nicht mehr darüber reden, dass wir mit aufhören Selbstbefriedigung, also, weißt du, wenn es jetzt auch um vielleicht Ethik geht, ich habe mal so 2-3 Artikel gelesen, die ich sehr spannend gefunden habe,
an was für eine Sexualethik könnte man sich denn orientieren? Über was könnte man denn predigen? Was könnte man denn den Leuten mitgeben? Spannend, hast du da irgendwie so, du vielleicht auch so ein bisschen einen Grundsatz oder vielleicht so Grundsätze von deiner Ethik, wo du sagst, an dem tust du dich gerne orientieren? Ja, also es gibt einen Blog von mir, der heisst «Die Aufwertung der Verlobung». Das ist einfach so ein Nebenaspekt, aber dort tue ich das eigentlich ein bisschen aufführen. Und das ist nicht von mir, das habe ich von der Margaret Afali, das ist eine Nonne, also eine Professorin, eine gescheite Nonne. Eine zölibatäre Nonne. Eine zölibatäre Nonne. Und die hat so in ihrem Buch «Verdammter Sex» hat sie so eine Sexualethik entworfen, die ich genial finde. Der Vatikan hat sie natürlich abgekanzelt dafür. Wie lange ist das her? Oder wann hat er sie abgekanzelt? Ja, das Buch ist jetzt, glaube ich, mehr als 10 Jahre. Vielleicht gerade etwa also 10 Jahre. Oh, Ja, kürzlich. Okay. Ja. Kürzlich. Also sie... und der Vatikan hat nichts von dem zurückgenommen. Also in dem gleichen Schreiben, wo sie abkanzelt, ist zum Beispiel auch, dass der Vatikan einmal festhält, Selbstbefriedigung ist eine zutiefst ungeordnete Handlung, die zu vermeiden ist, oder? Also nur so. Das ist ein serious, weil das ist ja die römisch-katholische Kirche. Ja, aber die Freikirchen wissen gar nicht, wie katholisch dass sie in ihrem Denken sind. Also ich wollte sagen, es ist ja eine grosse Kirche in dem Sinne, die katholische Kirche. Ja. Also ist es immer noch ein grosses Thema. Es ist ein grosses Thema und die Freikirche denkt eigentlich ausser über die Verhütung praktisch gleich wie die katholische Kirche. Und sie plädiert für? Sie plädiert eigentlich so, dass Moral auf dem Gebot von der Liebe basiert und nicht auf der Gesetzlichkeit. Und das heisst nicht, dass es keine Werte und Normen braucht. Sie entwirft die auch. Sie sagt auf Selbstverantwortung und auf Verantwortung für den anderen, also den Liebespartner in Liebe. Und auf Grundlage vom Respekt. Und mit Respekt meint sie auch Respekt für die Autonomie von jedem Partner. Also, dass der nicht einfach mir gehört. Oder ich einfach denke, ich bin jetzt der Besitz vom anderen. Und sie führt das auch aus. Also, sie nennt das Normen für sexuelle Gerechtigkeit. Und da sagt sie zum Beispiel, der erste Punkt ist Unversehrtheit. Also, füge einem anderen keinen Schaden zu. Ich meine, da können wir jetzt drüber reden, wenn wir Christen, junge Leute lernen wollen, was heisst das? Ich fände es sinnvoll, so Sachen zu diskutieren. Sagen, was stellt ihr euch vor unter Unversehrtheit und keinen Schaden zufügen? Dann noch plausibel. Ja. Aber auch allgemein im Leben, ja. Oder? Eben darum nennt sie es eben auch Normen für sexuelle Gerechtigkeit. Da können wir auch vorstellen, eben, was heisst es denn, wenn Frauen verkauft werden, wenn Frauen missbraucht werden? Es werden auch junge Menschen, Männer selbstverständlich missbraucht und verkauft. Also es geht um eine grundsätzliche Gerechtigkeit. Und da sagt sie zum Beispiel, der zweite Punkt ist Einvernehmlichkeit. Also jeder Mensch kann selber bestimmen, ob er das will oder nicht, zum Beispiel. Oder Gegenseitigkeit. Es gibt ein Geben und ein Nehmen, ein Aktiv und Passiv. Und der vierte Punkt ist Gleichheit, wo sie Macht damit meint, oder? Also da haben wir gerade nochmal eine Kiste offen in der christlichen Lebenswelt, oder? Und Verbindlichkeit, also Beständigkeit und Freundschaft. Wir sagen, also was ich heute zum Beispiel auch höre, dass Friendship with Benefits offenbar auch Christen machen, oder? Habe ich jetzt gerade schreibe dann nächstes Mal drüber. Ich habe gedacht, wir können es nennen Kringels with Benefit, oder? Ja. Christliche Single, die einfach Sex haben miteinander. Ja, was hat das mit Verbindlichkeit zu tun? In meinen Augen gar nichts. Und dann eben Fruchtbarkeit, wo früher ein Muss war. Und heute ist es quasi verantwortungsvolle Sorge, wenn Sex zur Zeugung führt. Und der 7. Punkt ist für sie soziale Gerechtigkeit, wo sie sagt, das hat eigentlich mit allen zu tun. Also Respekt gegenüber jedem
Mitglied der Gesellschaft. Und da denke ich, da würde ich jetzt auch wieder auch die Leute darunter nehmen. Es gibt alles bei den Christen, was es ausserhalb gibt. Also wer Prostituierte besucht und vielleicht noch die unterste Kaste, die es am wenigsten kostet. Also da finde ich, ist das Gebot von der sexuellen Gerechtigkeit und von der sozialen Gerechtigkeit definitiv missachtet. Yes. Ja, jetzt ist das... Eine lange Folge geworden. Jetzt ist das aber eine coole Folge. eine lange Folge, eine coole Folge geworden. Wir haben die ein bisschen bombardiert Ja, mit die Leute hören Fragen. das schon. Ja. Aber ja, es ist schon ein Thema, wo, wenn man mal darüber reden kann, jetzt so mit einer christlichen Sexologin. Es gibt nicht viel. Ja, genau, Leider. dann nutzen wir Zeit, oder? 2 kenne ich. Ja. Die 3. ist auf dem Ausbildungsweg. Oh, super. Wir sind übrigens im Moment in Schaffhausen, wo du ja wohnst. Und ja, sag mal, hast du noch Kapazität, jetzt, falls sich jemand für das interessiert? Ja, ich habe viel Kapazität, also viel ist zu übertrieben. Nein, ich habe immer wieder Kapazität, weil Sexualberatung ist in der Regel eine kurze Beratung. Also es geht nur schon darum, mal wie Denkmuster mal anschauen. Sagen, wo sind allein Denkmuster das, was uns echt Schwierigkeiten macht. Es gibt viele Paare, die kommen 1-2 Mal, dann ist das eigentlich gegessen. Oft sind es die nicht so gerne lesen und lieber in die Beratung kommen, als meine Bücher lesen. Es gibt Leute, die meine Bücher lesen und sagen, ich habe gerade letztens ein Mail gehabt, da hat eine geschrieben, wir haben ein Drittel oder 2/3 vom Buch gelesen oder sogar die ersten 30 Seiten, ich weiss es nicht mehr auswendig. Und das hat unser Sexleben um 180 Grad gedreht. Ui. Also, ihr hört, es lohnt sich, ihre Bücher zu lesen. Ja, es ist vor allem viel billiger, als in die Beratung zu kommen. Ja. Das sagst du jetzt so ehrlich. Ja, das ist es so. Ja, aber tun wir die doch verlinken unten dran. Ja. Und da deine Bücher, würde ich sagen. Genau. Und ja, danke vielmals, hast du uns Ja, so ist gern freiwillig gewesen. Auskunft Merci gegeben. Und ja, wir schliessen in dem Sinne den Podcast und hoffen, ihr habt etwas mitnehmen und es hat eure Gedanken angeregt, um dem Thema auf der Schliche zu bleiben. Und ja, wir sind nächstes Mal, wenn wir es jetzt noch machen, noch mal mit der Veronika Schmidt in einem Gespräch. Und da reden wir über was? Über ihr neues Buch, wo es noch nicht erschienen ist, aber bald wird rauskommen. Es heisst «Endlich gleich», warum Gott schon immer mit Männern und Frauen rechnet. Genau, also es ist sehr spannend und sicher auch viel Rede- und Diskussionsbedarf. Also wir freuen uns schon auf das. Yes! Also, hey, tschüss zusammen, bis zum Ciao nächsten Mal. Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten.